Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chuchichastli TV. Heute werden wir etwas sommerlich sein, wir werden uns um Resteverwertung etwas kümmern. Was kann man machen, wenn man vom Grill was übrig hat? Wir werden uns um Rösti-Braten kümmern. Ich wurde gefragt bzw. aufgefordert zu zeigen, wie man eine Beutelrösti knusprig hinkriegt. Das werden wir machen. Und wenn man im Garten zu viel Zucchini oder für die Schweizer Zucchetti hat, dann werdet ihr auch heute wieder mit einem Rezeptvorschlag fündig. So, jetzt wisst ihr ungefähr, in welche Richtung es geht. Bevor ich jetzt die Zutaten zeige, kommt natürlich der Punkt mit der ganz wichtigen Frage heute Abend, nämlich: Was trinken wir heute? Und heute habe ich mir gedacht, da machen wir mal einen richtig schweizerischen Aperitif. Wir werden nämlich ein Rivella nach Bündnerart servieren. Dazu brauchen wir Rivella Rot. Die es nicht kennen, rate ich das mal zu probieren. Man kann es nicht vergleichen. Es ist aus Milchmolke gemacht, klingt sonderbar, aber es schmeckt hervorragend. Alle Schweizer kennen es, fast alle lieben es. Wir werden also mit Rivella einen Drink machen. Und zwar werden wir einen Drink machen mit Rivella und Bündner Röteli. Ich habe jetzt hier mal kleine Fläschchen genommen, um zu zeigen, man kann auch kleine Portionen bestellen bei uns im Shop. Man muss nicht die ganze Flasche kaufen. Wenn man Röteli nicht kennt, wäre das eine perfekte Portionsgröße, um das mal auszuprobieren. Es ist auch ganz perfekt für unseren Drink heute Abend. Das heißt, für diesen Rivella Bündnerart werden wir 2 Zentiliter Rötele. Das reicht, das ist sehr intensiv. Es ist ein Kirschlikör aus getrockneten Kirschen, ganz intensives Aroma, angereichert mit Gewürzen und Vanille. So, werden wir also Röteli ins Glas geben. Ich gebe jetzt hier noch gerade schon ein bisschen Eiswürfel dazu, wiederverwendbare, damit der ganze Drink kühl bleibt. So. Und jetzt füllen wir das Ganze auf mit Rivella. So, voilà. So. Gerührt und nicht geschüttelt. Nun kosten wir mal. Interessant. Er erinnert mich so ein bisschen an Kaugummi aus Kindertagen, aber hat nichts mit Kaugummi zu tun. Erfrischend. Herrliche Kombi. Spritzig. Schmeckt fruchtig. Ob ich jetzt hier die Kirsche erkennen würde, weiß ich nicht, aber es ist ein herrlich fruchtiges Aroma, das wunderbar mit dem Rivella-Geschmack sich verbindet zu etwas ganz Einzigartigem. Es ist süß, geht aber von der Süße, ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, oh, ist das aber viel zu süß. Ah, das ist wunderbar. Auch das kann man an einem Sommerabend den ganzen Abend trinken. Kann ich empfehlen, wer noch nie mit Rivella einen Drink ausprobiert hat, das ist ein guter Ansatzpunkt. Wunderbar. So, bevor es jetzt weitergeht, das zweite Glas selbstverständlich wie immer für meine Frau. Ich bin gleich wieder da. So, da wären wir wieder. Zuerst mal noch mal einen kleinen Schluck trinken. Unbeschreiblich. Ich kann den Geschmack gar nicht richtig beschreiben, ist schwierig. Wer Rivella kennt, ja, es ist Rivella mit Frucht und leichten Gewürznoten. Unbedingt ausprobieren, das schmeckt hervorragend. So, jetzt machen wir mal kurz das Menü und die Zutaten in Nahaufnahme gezeigt und erklärt. So, hier also nun die Zutaten.
Als Hauptgericht im Kern werden wir Cervelas verwenden. Man kann auch übrig gebliebene, schon gegrillte Cervelas oder gebratene Cervelas verwenden. Geht wunderbar. Also wenn man Gäste hat, keine Angst, lieber zu viel Klöpfer auf den Grill, Cervelas. Man kann die gut verwerten. Ich nehme jetzt hier frische, aber man könnte genauso gut bereits gegrillte nehmen. So, dann werden wir das Ganze mit Zwiebel andünsten, werden das ablöschen mit Bier, werden ein bisschen Tomatenmark zum Binden dran geben, einen Senf. Ich habe hier einen wunderbar herrlichen scharfen Senf, das ist halt Geschmackssache, Bergfeuer, der hat Chili drin, der ist richtig herrlich, ich werde den verwenden. Und zu guter Letzt verfeinern wir das mit Creme fraiche und geben Cornichon dazu. Cornichons sind kleine Gürkchen. Theoretisch wären die Cornichons etwas saurer wie die Gurken, aber es ist ganz gut. Man kann ganz gut auch deutsche Gürkchen nehmen. Die hier, das sind deutsche, die nennen sich Cornichon, weil sie klein sind. Hervorragend, wunderbar. Rösti brauchen wir keine weiteren Zutaten. Wir machen eine Original-Rösti. Man kann natürlich das gleiche auch mit Hero-Rösti machen als nach Berner Art. Da sind dann Speckwürfel drin und so weiter. Ich nehme hier jetzt eine Original-Rösti, weil wir ja eigentlich dann das, ich nenne es Arbeiter-Stroganoff, habe ich entwickelt, weil wir hier ein soßenlastiges Hauptgericht und als Nebengericht Rösti haben. Da braucht die Rösti nicht unbedingt aufgepeppt sein. Dazu werden wir Zucchini vom Blech machen, das heißt, wir brauchen 4 mittelgroße Zucchini. Ich werde vielleicht nachher mal die Waage anwerfen, um zu gucken, wie viel Gramm das sind. Das werden wir auf einem Blech backen im Backofen. Dazu werden wir einfach gehackte Zwiebeln, gehackten Knoblauch und Landjäger werden wir nehmen. Ich habe das auch schon mit Speckwürfel gemacht, schmeckt auch gut. Ich finde, die Landjäger geben dem Ganzen eine etwas rauchigere Note und ich finde das ich finde es besser wie mit Speck. Kurz bevor wir das dann zum Ofen rausnehmen und servieren, werden wir noch etwas geriebenen Käse. Ich empfehle mittelwürzigen und keinen zu schwachen zu nehmen. Ich werde jetzt hier heute Gruyère verwenden. Gut, das sind die Zutaten, dann lasst uns doch beginnen. So, wir fangen an, indem wir das Blech einfetten. Das heißt, wir fangen an eigentlich mit dem Zucchini, mit der Zucchini-Beilage, weil die braucht am längsten. Also ein paar Spritzer Öl aufs Blech, ein bisschen einfetten, damit sich nachher das Gemüse besser löst oder andersrum nicht so anhockt, wie wir auf Schweizerdeutsch auch sagen. So, gut, Blech ist eingefettet. Jetzt werden die Zucchini geschnitten. So, vorne und Enden weg. Ich halbiere die, mache kleine Stücke und halbiere die. Dann schneide ich längs, wie man hier sieht, um dann quer zu schneiden und dann haben wir eigentlich kleine Würfel, aber das ist euch überlassen. So, die Würfel müssen nicht alle Millimeter genau gleich sein, auf das kommt es nicht drauf an. Natürlich, je regelmäßig, umso schöner sieht es aus. So, sind fast alle fertig. Aufs Blech verteilen. Letzte Portion, hoppla aufs Blech. Und jetzt kommt die Zwiebel. Wie viel Zwiebel ist Geschmackssache. Ich würde etwas Zwiebel nehmen. Wenn ihr Zwiebelliebhaber seid, könnt ihr auch mehrere nehmen. Einfach fein gewürfelt und das ebenso gleichmäßig aufs Blech verteilen. Und nun der Knoblauch. Ich presse den hier nicht, sondern mache kleine Stückchen.
damit er sich dann genauso verteilt auf dem Blech als kleine Partikelchen und nicht als Mousse. So, eingehackt und auch das verteilen auf dem Blech. Nun die Landjäger aus der Verpackung nehmen, etwas einschneiden oben und längs nur etwas einschneiden, so, weil wir pellen diese. Die Pelle könnte man essen, ich finde aber, sie stört bei diesem Gericht. Also ziehen wir sie ab, die lässt sich einigermaßen gut abziehen. So. Das ist Naturdarm, aber trotzdem. Dann schneide ich das in zwei und schneide dann längs 2 Schnitte. Und dann gibt es kleine Würfel, wenn man sie schneidet. Also einfach auch fein würfeln. So, sind wir fertig. Hier sieht man nochmal, einmal längs drehen, nochmal längs. Voilà. Und jetzt kann man die kleinen Stücke querschneiden. So. Übrigens, das Ganze lässt sich auch mit Speckwürfel machen. Ich finde aber, der Landjäger gibt ihm einen besseren Geschmack. Ich würde empfehlen, das mit Landjäger zu machen. Nur wenn keine Landjäger zur Hand, dann halt Speckwürfel. So, jetzt nach Belieben salzen. Achtung, das könnt ihr auch am Ende des Backvorgangs machen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Der Landjäger wird da ein bisschen Gewürz und Salz mit reinbringen, also lieber etwas vorsichtig. Nachdem man es nochmal gut gemischt hat, kommt das Ganze jetzt in den Backofen, 30 bis 40 Minuten. Man kann gucken, wie braun es wird. Es sollte nicht schwarz werden an den Rändern, sondern nur braun. Aber gut, wir geben ja nachher auch noch Reibekäse dazu, 10 Minuten vor Schluss. Und das ist, was wir hier jetzt zubereiten. Wie schon öfters gesagt, ich präferiere frisch geriebenen Käse. Man kann aber auch fertig geriebenen kaufen. Man kann Parmesan verwenden. Ich würde lieber einen etwas würzigeren Käse nehmen, wie in diesem Fall jetzt Gruyère. So, wieder meine geliebte Zauberette, beziehungsweise der Zauberstab mit der Zauberette. So, auch schon fertig. Das kriegt mein Küchengehilfe. Und jetzt das Ganze, was da noch am der Drehscheibe hängt, abgeklopft und beiseite gestellt. So, jetzt kümmern wir uns um das Stroganoff. Zuerst werden wir Zwiebeln schälen und in Ringe oder beziehungsweise Halbmonde schneiden. So. Das letzte Stückchen noch. Zwei Pfannen. Eine ist für die Rösti schon da im Hintergrund und diese Pfanne hier jetzt für das Stroganoff. Etwas Öl reingeben, man kann Olivenöl nehmen oder auch irgendein Pflanzenöl. Dann werden die Klöpfer ausgepackt. Jetzt wird nochmal, also einfach nebenbei wird mit den Zwiebeln eigentlich Röstzwiebeln gebacken. Das heißt, man muss sie immer wieder mal vermischen. Jetzt werden wie die Landjäger hier auch die Klöpfer geschält. Die haben eine feine Haut, das ist ein Naturdarm. Aber der kann weg beim Kochen. So, jetzt schneide ich diese Riesenklöpfer in 3 Stücke. Dann schneide ich sie längs. So. Und jetzt nochmal, um eigentlich lange Streifen zu erhalten. Ja, man sieht im Hintergrund einfach etwas längliche Streifen. Die müssen nicht zu lang sein. Ich würde jetzt hier aber auch keine Würfel machen. Würde längliche Streifen machen, passt gut.
So, wenn die Zwiebeln eigentlich anfangen zu karamellisieren, schiebe ich die beiseite, wie man sieht. Und jetzt gebe ich die Wurst, die Servola, den Klopfer dazu. Die Bratdauer ab nun richtet sich danach, ob man rohe oder nicht roh, ob man frische Klöpfer oder Servola nimmt oder bereits gebratene. Müsst ihr halt ein bisschen anpassen. So, jetzt nehmen wir die Gürkchen, kleine Gürkchen, Cornichon, die wären in der Schweiz sehr sauer, in Deutschland sehr saure kleine Gürkchen. Wenn ihr sie kriegt, wunderbar, wenn nicht, dann nehmt ihr einfach kleine Gürkchen. Diese hier, glaube ich, waren sogar vom Spreewald, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber, es waren Spreewälder. Auch wenn die nicht so sauer sind, leichte Säure reicht. Das reicht eigentlich fürs Gericht. So, jetzt ist alles eigentlich soweit parat. Und die Würste sind etwas leicht angebräunt. Und dann geben wir jetzt den Senf dazu. Das Tomatenmark. Und mischen das Ganze mal in der Pfanne, um das etwas zu verteilen. So, manchmal muss man auch den Boden etwas aufreiben, damit das nicht anhockt. Und jetzt geben wir das Braunbier dazu. So. Bodensatz aufrühren. Man sieht, es schäumt etwas, das Bier schaumelt weg. Wir kochen das Ganze ein paar Minuten leicht ein mit Deckel. So, jetzt Deckel weg und jetzt geben wir die Gürkchen dazu. Und Creme Fraiche. Ich habe hier wieder laktosefreie Creme Fraiche genommen. Aber wie gesagt, das ist nur meiner leichten Unverträglichkeit geschuldet. Hat nichts mit dem Geschmack zu tun. So, gut mischen, Deckel drauf und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einköcheln. So, liebe Freunde, bevor es ans Letzte geht, nämlich die Rösti, kommt hier wieder die Stelle, wo wir einen Schweizer Ausdruck näher erklären. Wenn ein Schweizer sagt, da habe ich aber jofle, dann meint er musste sich beeilen. Ja? Jofle heißt sich beeilen, etwas hektisch tun. Es wird meistens im Umkehrschluss verwendet. Tu nicht so jofle, tu nicht so pressieren, Entschuldigung, wieder ein Schweizer Wort, pressieren steht für sich beeilen, tu nicht so eilen und hetzen. Ja, es kann auch als Substantiv verwendet werden, was für ein Gjofel, was für ein Gehetze. So, man vermutet, das Wort kommt wieder mal aus dem Althochdeutschen, da gibt es ein verwandtes Wort, das heißt Jufelen. Komischerweise wird es dort aber genau im Umkehrschluss verwendet, das heißt, Jufelen bedeutet langsam gehen. Möglicherweise hat es sich dann ins Schweizerdeutsche eingebürgert, aber im Sinn umgedreht. Vielleicht ist es auch nicht mit dem althochdeutschen Wort Jufelen verwandt. Gut, es bleibt ein Geheimnis für heute. Ich würde sagen, da trinken wir noch einen Schluck und dann machen wir uns an die Rösti. Zum Wohl. So, jetzt Rösti. Kalte Pfanne, beschichtet. Wichtig, kalt. So, Packungsinhalt in die Pfanne. Keine weiteren Zutaten, da ist genügend Fett dran. Und in der Pfanne dann das Ganze mit einem Kunststoffspatel, damit man die Beschichtung nicht zerkratzt. Die ganze Rösti aufdröseln. So, damit die richtig fluffig wird. Wenn man das aufgedröselt hat, jetzt einfach wieder dann die Seiten etwas einschlagen. So, damit das dann ein Kuchengebilde ist und bleibt. So, jetzt wird das Ganze, gut, wir geben jetzt noch Käse über den Zucchini-Auflauf.
Jetzt wird aber die Pfanne mit der Rösti eigentlich auf volle Kanne gestellt, also Maximum. Und sobald es anfängt laut zu spratzen, nach 2, 3 Minuten runterschalten auf Medium, halb, und dann kontrollieren nach ein paar Minuten, ob es unten braun wird. Man sieht jetzt, das bräunt an und pappt zusammen. So, das ist der Zeitpunkt, wo ich alles löse mit dem Pfannenwender unten. Dann gebe ich eine Holzform dazu oder einen Teller, wende, so. Und dann flutsche ich jetzt das Ganze wieder vom Teller mit der ungebackenen unteren Seite in die Pfanne, schalte wieder auf volle Kanne und sobald es wieder spratzt und blubbert, zurückschalten und wieder etwa 5 bis 10 Minuten bei mittlerer Hitze braten. So, dann sollte eigentlich die Rösti von beiden Seiten braun sein, zusammengebacken sein und fast ein perfekter Kuchen. Nun, das Essen ist angerichtet, serviert und wie immer freue ich mich, es duftet sehr gut. Ich möchte euch mal kurz das Gericht in Nahaufnahme noch zeigen. So, jetzt haben wir hier das Arbeiterstroganoff, angelehnt an Bœuf-Stroganoff, aber mit Würsten gemacht und Zwiebel. An der Soße ist Senf, etwas Tomatenmark, vor allem viel vom Zwiebelsaft dann dran, Creme fraiche und eingekocht mit etwas dunklem Bier. Ich habe Quellfrisch dunkles Bier genommen, das haben wir in der letzten Folge kennengelernt zum Trinken. Dunkles Bier eignet sich gut, es ist nicht so bitter, hat ein bisschen mehr Malzaroma, von dem her eignet sich das wunderbar für eine Soße. Dann haben wir die famose Härerösti und wie man sieht, ist sie, wie es sein soll, zu einem Kuchen gebacken. Das heißt, es hängt aneinander und ist eigentlich auf beiden Seiten kross. Dunkler wie hier soll es nicht werden, sonst läuft man Gefahr, dass es bitter wird, aber das ist gerade noch perfekt. Und auf das freue ich mich auch schon. Das ist Zucchini vom Blech mit Zwiebel, Knoblauch, Landjäger, Stückchen und ganz am Schluss etwas Käse mit Käse überbacken. Das macht das Ganze auch etwas fester, dass es zusammenhält und nicht bröselig ist. So, wunderbar. Ich freue mich. Mein Gehilfe freut sich auch. Der wird auch ein bisschen was abkriegen. Und dann legen wir mal los. So, zuerst das Arbeiterstroganoff mit den Servalas, Gürkchen, Zwiebeln und etwas Senf an der Soße. Ja, man riecht den Senf ganz fein. Herrliches Spiel zwischen süßlich von den Röstzwiebeln und den Gürkchen. Ist etwas Senf und ganz dezent eine Wurstnote. Das finde ich noch herrlich. Die Wurst ist nicht einfach Pang da im Mittelpunkt, sondern die kommt dann so genau, wenn man die anderen Aromen rausgeschmeckt hat. Probieren wir nochmal mit Zwiebel. Herrlich. Schmeckt richtig fein. Richtig fein. So, jetzt probieren wir mal von der Rösti. Die Schweizer haben so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu den Beutelrösti, aber ich kann Ihnen versichern, die Beutelrösti schmeckt wirklich gut und hat einiges gewonnen in den letzten Jahren meines Erachtens. Schön kartoffelig.
leicht butterig. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen Butter dran gemacht oder dran machen, aber es schmeckt schön nach Kartoffel, geröstete Kartoffel. Wunderbar, ich habe jetzt kein Salz dran gemacht. Wenn man die Soße, wenn man das mit der Soße isst, ist das nicht notwendig. Ansonsten könnte man überlegen, mit einem Salzstreuer noch leicht etwas Salz auf die Rösti zu geben. Aber die ist schön knusprig und die schmeckt eigentlich wunderbar. Zusammen mit dem Wurstgericht eine Wucht. Mm. Mm. So, zuletzt aber nicht das Schlechteste. Zucchini vom Blech, da bin ich einfach absolut Fan. Manchmal weiß man im Sommer nicht, wohin mit den Zucchini, wenn man selber anbaut. Da hat man ganz viel aufs Mal. Und dieses Gericht, das geht immer, ist eigentlich auch einfach und schnell zuzubereiten, gerade im Ofen, als hat die Arbeitsplatte frei für anderes. Mm. Mm. Ist genau, genau die richtige Menge an Landjäger. Mehr dürfte es nicht sein, das ist wunderbar. Der erste Eindruck im Mund, es ist süßlich. Ich denke, das kommt von den Zucchini, von den gerösteten. Leicht süßlich, gemüsig. Und dann kommt der Käse und dann kommt so eine Rauchnote, wurstige Rauchnote von den ziemlich fett gelassenen Landjägern. Ja. Die sind richtig zusammengebacken jetzt. Mm. Wenn Sie Wurstreste haben, vor allem Klöpfer, Servola-Reste, einfach weniger lang anbraten dann in der Pfanne, aber die kann man wunderbar verwerten, so schmeckt hervorragend. So, jetzt schauen wir mal, oh, wieder ein Bier, das ist gut, es ist nämlich heute ziemlich warm, hier drin etwa 28 Grad. Ein helles Quellfrisch finde ich gut, ist ein bisschen spritziger. So, noch von meinem Vater, das ist schon ziemlich blind, aber mein Rogele. Herrlich kühles Bier, das kommt jetzt gerade gut. Bisschen nicht aufgepasst beim Einschenken, aber nehmen wir mal den Schaum ein bisschen weg. Oh, das ist schön. Nicht zu herb, aber auch nicht zu mild. Ist wunderbar. Wunderbar gehopft. Herrlich. Macht den Geschmack wieder neutral für die nächsten Bissen. So, genug geschwelgt vor der Kamera. Jetzt machen wir die Kamera aus. Ich und mein Küchengehilfe werden uns jetzt über den Rest des Essens hermachen. Es würde uns extrem freuen, auch meinen Küchengehilfen, wenn ihr liked oder den Kanal abonniert. So werdet ihr informiert, wenn die neue Ausgabe draußen ist. Ich danke euch für eure Geduld wie immer. Die Videos sind lang, ich weiß, aber es ist so wie es ist. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.